Vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schengen must stay alive. Bald genie op den Dach wir für einen Monat feiert das Anniversär vom Schengen-Akkor feierlich zu Schengen mit ganz vielen öffentlichen Gästen gefeiert. An den Dach selber natürlich waren Grenzkontrollen zu Schengen, wo in der Schritt ein bisschen komisch, ein bisschen gelungen. Samstagmend gingen es Grenzkontrollen über unsere Grenzen, nicht von uns aus, sondern von unseren deutschen Kollegen. Aber wenn ihr guckt, was ihr Ziel ist, die illegale Migration und Kriminalität zu bekämpfen, und was dann am Endeffekt Resultat von den Kontrollen ist, damit ihr seht, dass es wirklich nicht zielführend ist. Und sogar die deutsche Gewerkschaft von der deutschen Bundespolizei sieht, sie wären total unverhältnismäßig, weil so 2,8 Millionen Überstunden hinter den Grenzkontrollen schon müssen machen, für dann ein paar hundert Fälle dort zu fahren. Die Situation für Pendler, die all hier in Land arbeiten, kommen aber auch für die Bewohner aus der Großregion, die ist unmöglich, und wir haben den Sujet schon mehr wie ein in der Chambre thematisiert. Für genau eine Woche war unser Premierminister Luc Friede in bilateraler Gespräche mit dem deutschen Kanzler Friedrich Merz, wo ein von den Schwerpunkten die deutschen Grenzkontrollen heute zu Lützeburg waren, an den Schengen-Raum diskutiert wurden. Den Herr Merz so tun, dass die Regierung will Grenzkontrollen ajustieren, spezifisch auf der Autobahn bei Schengen. Dafür wollte ich den Herr Innenminister fragen, was den aktuellen Stand von der Diskussion zwischen Lützeburg und den deutschen Autoritäten ist, und wie konkrete Mesuren envisagiert gehen, für den Grenzverkehr Näs und Flüssen zu kriegen. So nicht merci. Merci, Herr Präsident. Merci den zwei Deputierten für die Frage. Schengen ist still alive und schon gut Nachrichten. Aufgrund vom permanenten Austausch zwischen den zwei Innenministern an der rezenter Visite vom Premier und Bundeskanzler kann ich euch heute annoncieren, dass Betonsblick auf der Schengener Autobahn wegkommen, die zwei Bunnen abgehen, die Vitesse von 20 auf 70 Kilometer abgeht, die Staugeform Tunnel raufgeht, dat net mehr konsequent op der Schengener Schwätze vun der Schengener Autobahn permanent kontrolliert gëtt, gëtt natürlich eng regelmäßig Evaluation gemacht, gëtt auch ein gemeinsam Patrouillgemerk aufgrund vom Prümer Akkor fir verstärkt die organisiert Kriminalität, Schleiserbanden a fir Verkehrssicherheit ze sorgen an aufgrund vun der Meeting vom 30. Bei 30. Mai Jahr hat auch schon Demos gesagt, dass wir im Gang sind, die zwei Projekte, der Traité bilateral über eine modernisierte Police zusammenarbeitet und über den Artikel 23 bis zum Schengen-Kodex zu verhandeln. Und auch da kommen wir vor, und da kann ich aber noch kein konkretes Resultat, also, weil es noch negociiert. Konklusion ist, es ist gut, dass wir permanent mit den deutschen Kollegen am Diskurs bleiben. Das war auch richtig, dass wir nicht ungesicht tun, weil sonst wäre das nicht möglich gewesen. Merci.